Die Damen und Herren, wir sind schon bald am europäischen Wahlkampf und das merkt ihr noch ganz gut an der Politik. Das Europäische Parlament hat für eine Podage einen Asyl- und Migrationspakt angeholt, für den Eindruck zu vermitteln, als wäre die Krise, die wir seit 2015 in Europa haben, als wäre die gelöst. Als könnten die Parteien, die das 10 Jahre mitgedrohen haben, das lösen, kurz vor den europäischen Wahlen. Dafür den Asyl- und Migrationspakt, von dem wir aber schon wissen, dass der gar nicht umgesetzt gehen kann. Erstens mal, sogar wenn es umgesetzt ging, da ging es nach 2 bis 3 Jahren dauern, bis überhaupt irgendeinen Effekt zu merken wäre. Dann wissen wir schon, dass ein Reihe von den europäischen Ländern die Solidaritätsmechanismen, die vorgesehen sind, nicht umsetzen. Die Lehrer, die an die Außengrenzen der Europäischen Union sollen angerichtet gehen, die stellen eine ganze Reihe von rechtlichen, praktischen, logistischen Fragen, auf die es überhaupt keine Antwort gibt. Migration, die Migration von Minderjährigen wird nach Echter favorisiert, auch durch den Pakt, der angeholt ist. Politisch ist es einfach so, dass die Parteien, die das seit 10 Jahren mitgedrohen haben, die massiv Immigration in Europa, wollen den Eindruck vermitteln, als wäre es zu lesen. Wir als AD haben eine ganz klare Position. Wir haben Anfang gesagt, von 2015 an, dass wir Asyl und Schutz unterstützen für Leute, die das brauchen, solange sie es brauchen, aber dass wir gegen eine massiv illegale Immigration in Europa sind. Das ist eine Kredibilität, die als Partei hat, die andere nicht tun. Es ist ein Versprechen, was wir den Leuten machen an diesen Wahlen, dass wir uns voll engagieren, für das Problem wirklich zu lösen in Europa und nicht durch politische Gestikulation, just um den Eindruck zu gehen, als wäre etwas maîtrisiert, was in der Wirklichkeit überhaupt nicht ist. Wir als ADR sagen euch vielmals merci für Ihr Vertrauen.